Fat man down, fat man down. Ethan. That girl, Evelyn. She did this. What the hell is she? No, what did she do to you? She infected us with a gift. That's what she calls it. She's the key. Alright? You find her. You stop her. Boah. Hier steckt immer noch das Ereignis von Ewe in der Knoche. Okay, you little bitch. Where the fuck are you? Und ich hab's doch gewusst, dass die Bakers eigentlich mal nette Leute waren. Und ich kann danach gar nicht böse sein. Das sind ja die Opfer eigentlich nur von der Evelyn. Und um die müssen wir uns kümmern. Und selbst der kann ich irgendwie ganz tief drinnen auch nicht böse sein, weil die will auch einfach nur eine Familie haben, ne? Wie komme ich denn da vorbei? Und das ist ein kleines, verzogenes Mädel halt mit extrem mächtige Kräfte. Aber, ja, trotzdem, so geht's halt auch nicht, Kind, ne? Dass er alle kaputt macht. It's all your fault, oder? Ich kann es nicht lesen, aber es ist alles deine Schuld, wird zumindest mal übersetzt. Mann, 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 Mann. Okay. Jetzt müssen wir hier erstmal aus dem Schiff rauskommen. Und Mia ist wieder fort. Trophäe erhalten. In den Tiefen. Oh Mann. Jetzt sind wir aus dem ekligen Schiffswrack raus. Und ich freue mich, ob wir unser Kist nochmal finden mit den Gegenständen. Weil derzeit haben wir wieder gar nichts. Oh. Ist das der Umbrella-Hubschrauber aus der Demo? Der man auf dem Foto auf dem Dachboden gesehen hat. Wo es Käse hat, warum beobachten die uns? Jetzt sind wir hier bei einem... Ich weiß nicht, wird hier noch Erdöl gebohrt? Das sieht so aus, oder? Also die Fische sind hier auch nicht mehr so quicklebendig. Ja, wenn die Fische hier schon alle tot sind, da lohnt es sich bestimmt drin zu schwimmen. Steht hier mal auf jeden Fall nicht Schlucker. Bitte lass nicht nochmal irgendeine Leiche rumschwimmen oder so. Nicht noch so ein Andre oder so. Sumpf. Okay, bitte lass jetzt nichts passieren. Okay. Also die Bakers haben wir wahrscheinlich nicht mehr zu befürchten. Verbesserte Pistolenmunition und 18. Februar 1892. Es gab einen Einsturz in der Patterson-Mine. Joanne und Beckford sind tot und Huxley wird nie mehr eigenständig laufen können, der alte Knabe. Der alte Stan hatte recht, der Boden hier ist zu instabil und gar nicht famos. 19. Februar 1892. Die Firma wird uns keinen Ersatz schicken. Die wollen, dass wir stattdessen Zusatzschichten schieben. Ich kann das gar nicht abwarten, wieder nach Hause zu gehen. Und diese Schurken... Ich weiß nicht, irgendwie musste ich das mit so einem blöden Akzent vorlesen. South Dalway, Barnaby Salt Mine Corporation. Abercrombie Salzbergwerk, South Dalway. Okay. Ja, das ist das Bild, genau. Beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus? Genau, das war in der Demo nämlich auf dem Dachboden. Aber da waren Umbrella-Zeichen auf dem Hubschrauber drauf. Labor, Sumpf, Schiff. Zum Labor müssen wir dann wohl, ne? Was ist hier drin? Steroide. Das war die Magnum. Und das war Stabilisierer. Genau, in den wollte ich eigentlich investieren. Jetzt holen wir uns die alte. Sie haben Mias Objekte erhalten. Cool. Groovy.
Die antike Münze zerren wir uns jetzt erstmal rüber, weil ich mag das Verdienen Nachladegeschwindigkeit haben. Zack. Zack. Und zack. Yay. Stabilisierer. Entspannt die Muskeln und reduziert Stress, wodurch sie schneller nachladen können. Wirkt dauerhaft. Batsch, zieh das rein. Ich spüre es in mir, der Saft, der wirkt. Nachladegeschwindigkeit erhöht. Und Steroide müssen wir natürlich auch nochmal. Okay. Was holen wir uns dann jetzt? Wir holen uns die relativ kraftvolle Pistole. Wir holen uns die Flinte. Die Erste-Hilfe-Arznei auf jeden Fall. Gewöhnlicher Feuerkraft, die mag ich nicht. Die Bombe mit Fernzünder mag ich ganz gern haben. Ich mag Maschinengewehrmunition und mag das Maschinengewehr. Dann hätte ich gern Pistolenmunition. Ich hätte gerne starke flüssige Chemikalie. Erste-Hilfe-Arznei. Pistolenmunition. Psychotonikum ist auch ganz cool. Ja, ich glaube, das reicht erstmal, ne? Okay, dann benutzen wir das Ding. Alpha 1, this is Bravo 1. Do you read? This is Alpha 1. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed 0 survivors. Repeat, 0 survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son Lucas to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports in the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat, shoot to kill. Ja, krass. Okay, der Lucas hat dann irgendein uns unbekannte Dritter eine Nachricht geschickt. Keine Ahnung, wer das ist. Gewebeproben von Evelyn. Sie können dieses Objekt nicht in der Inventarbox verstauen. Okay, krass. Wow. Okay, also mit dem Lucas haben wir doch noch zu rechnen. Und das Baker-Anwesen ist natürlich erst dann gestürmt worden, als wir schon weg waren. Ey, das ist so ätzend. Neue gespeicherte Daten. Ich mag jetzt hier auch wieder fast neue Kapitel sozusagen und fast neue Level mache ich neue Spielstand. Ey, das war so klar. Die Militärhanseln, die kommen natürlich erst dann, wenn alles zu spät ist. MG-Munition. Wenn ich die ganz Gefahr schon ausgeschaltet habe als Otto-Normal-Typ. Okay. Die Flinte. Haben wir die zum... Haben wir da noch Munition für die Flinte zufällig? Flintenattrappe. Nee, aber ich bin einfach sicherer, wenn ich die Flinte dabei habe, muss ich sagen. MG mag ich jetzt auch wieder haben. Das war coole Waffe. Wow, okay, jetzt geht's ab ins Salzbergwerk hier, ne? Das Bergwerk untersuchen. Ja, krass, krass. Wir haben jetzt mit irgendeinem unbekannten flüssige Chemikalie, mit irgendeinem unbekannten Dritte zu rechnen anscheinend. Und der ist mit dem Lucas in Verbindung, wahrscheinlich natürlich über die Evelyn. Ich meine, Lucas handelt ja nicht selbstständig, der handelt ja auch nur durch die Evelyn. Ih. Gut, dass wir die Dinger parat haben. Ach, wischt was. Aber nur, weil es so Spaß macht. Jetzt fehlt eigentlich nur noch in unserem Inventar Resident Evil typisch Snipergewehr. Okay. Dann wären wir wirklich richtig mit der alten Sache ausgerüstet. Okay, da ist noch einer. Ey, ich glaube, ich stehe so lache, wenn der Chris Redfield zum Schluss kommt und das die BSAA ist.
Die BSAA, das ist so die Sondereinsatzeinheit gegen biologisch-organische Waffe, BOWs. Das Kommando ist ja gegründet worden, um solche Kreaturen, solche Geschöpfe wie die von Umbrella hergestellt worden sind, dass man die damit halt eindämmen kann. Solche BOWs, die auf dem Schwarzmarkt verkauft worden sind. Und der Chris Redfield, ursprünglich bei The Stars, das war das Special Tactics and wie war das? Special Tactics and Weapons oder sowas, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das die Spezial-Sonderkommando-Einheit von der Polizei in Raccoon City. Da hat er ursprünglich dazugehört. Und nach den ganzen Vorfällen war der Chris dann bei der BSAA und dann spielt man ja dann auch im 5. Teil wieder als Teil von der BSAA, von der Anti-BOW-Organisation, und ich stehe so lache, wenn das jetzt die BSAA ist, die du gerade am rumschnüffeln ist. Und ich glaube, ich steht noch mehr lache, wenn der unbekannte Dritte, der die Evelyn in die Finger kriegen will, der Albert Wesker wäre. Dann wäre das wirklich wieder ein Spiel mit alte Bekannte aus alte Teile. Und würde die Brücke schlagen zwischen alte und neue Resident Evil Spieler. Speichert wieder. Herr Uff. Herr Uff. Kotze Typ. Aber sieht so aus, als hätten wir leider keine Zombies mehr parat. Die einfachen Gegner scheinen jetzt wirklich die Molder zu sein. In ihre 3 Variationen. In Normal. Normal mit Kralle ist ein Untertyp von Normal. Der zweite Typ sind dann nur die kleinen Jäger. Und dann die Kotzer. Die Fat Guys. Fat Man Down, Fat Man Down. Das fand ich großartig, den Satz. Okay, dann machen wir hier nochmal große Medizin. Da haben wir jetzt 3 große und 3 kleine Heiltränke. Finde ich auch sehr geil. Dass ich jetzt so viel Arznei habe, die mir am Anfang dringend gefehlt hat. Die hätte ich ganz gerne am Anfang schon gehabt, so viel Arznei. MG-Munition ist immer gut. Ich weiß nicht. Passt sich das Spiel. Balla. Rums. Es rappelt im Karton. Bom, 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 bom. Ui, hörst du auf? Ja, da war schon ordentlich zerfetzt die Visage gehabt hier. Meine Fresse. Ja, hier wimmelt's von Schimmler. Manometer. Ja, hier im alten Salzbergwerk, da geht die Luzi ab, wie es aussieht. Du kann ich ja nicht rein, oder? Das Ding. Ne. So wie es aussieht, nicht. Ja, und viel Spaß mit Schimmel wieder. Schade irgendwie, dass es nur die Gegnertypen sind. Das hätten sie ein bisschen vielfältiger variieren können, finde ich. Aber klar, wenn jetzt die Evelyn die neue Infiziererin ist, sozusagen, dann ist es auch klar, dass sie sich nur im Rahmen von ihrer Infektion bewegt. Was man da halt kriegt. Und, okay. Bombe mit Fernzünder. Und das scheinen ja dann auch immer nur die Schimmler zu sein, ne? Wobei ich halt auch andere BOWs cool gefunden hätte, wie Ewe Zombies. Und Zombies sind ja die BOWs schlechthin in Resident Evil. Wow. Und zwar als die missglückte Nebenprodukte vom Tyrant-Virus, vom T-Virus.
Mann, der hält aber ganz schön aus hier. Und zwar war T-Virus ja eigentlich auch nur eine Form von Progenitor-Virus oder Progenitor-Virus, was der Dr. Marcus in den 70er Jahren Blutegel infiziert hat, um eben diesen Progenitor-Virus, den man ursprünglich nutzen wollte, um Supermenschen zu züchten, hat man dann diesen T-Virus als Zwischenschritt erschaffen, weil Progenitor einfach bei der allerwenigsten Argschlag hat, nur beim Projekt Wesker. Nur bei den Wesker-Kinder halt, ne? Oh Mann! Die stecken hier aber echt viel Ei. So. Ey, das gibt's doch gar nicht. Rums. Wow. Oh Gott. Ey, kannst du mal so freundlich sein und die Güte habe zu verrecken? Gott. Stört mich hier voll in meinem Resident Evil Referat. Nee, also, wie gesagt, Progenitor war ja das ursprüngliche, was die Gründer von Umbrella in Afrika gefunden haben. Das sieht man ja dann im 5. Teil. Und dadurch wollten sie Supermenschen erschaffen. Das hat aber nicht so funktioniert. Und dann hat der Dr. Marcus in den 70er Jahren eben T-Virus entwickelt. Zack, indem er Progenitor Blutegel infiziert hat. Das wird in Resident Evil Zero thematisiert. Und ja, das Nebenprodukt von T-Virus waren halt immer diese Zombies, weil T-Virus ja eigentlich Tyrants erschaffen sollte, Supersoldaten. Und Nebenwirkungen war dann halt, dass wirklich Leute verstorben sind, aber diese regenerative Wirkung von T-Virus nach wie vor dann gegriffen hat und die Leute einfach nur als Zombies auferstanden sind. Das sind die typische biologisch-organische Waffe, BOWs, in Resident Evil. Deswegen hätte ich es ganz cool gefunden, wenn man hier so ein kleines Remake eigentlich mehr oder weniger mit da macht, so Back to the Roots, dass du eigentlich auch ein Zombie ganz cool, Zombies als Gegner ganz cool gewesen wären. Aber man kann nicht alles haben. Ich finde auch die Schimmler eigentlich ganz cool. Nur wenn man die dauerhaft als Gegner hat, verlieren die irgendwann an ihrer Wirkung. Lukas lässt grüßen. Der scheint immer noch hier zu sein. Und hier sein Spielchen zu machen. Karte habe ich auch noch nicht. Vom alten Salzbergwerk. Da haben wir einen Computer. Kraut. Wisst was? Kombinieren wir gerade Dote mit. Dann passt es. Hier haben wir jetzt nichts mehr. Ja, es ist schade. Schiffswrack und das Salzbergwerk, das finde ich jetzt leider nicht so schön wie das Baker-Aweser. Das war schon der Augenfang hier, das Baker-Aweser. Gesendet, Freitag, 16. Januar 2015, 0:42 Uhr. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht wie, nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Ein bisschen krank. Gesendet. Freitag, 4. November 2015, 2:01 Uhr. 16. Januar, 4. November 2015. Ja, immer noch 2015. Mir, das Miststück, ist immer noch irgendwo zwischen Evie, Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich, immerhin ist Mia ihr Liebling und so, aber scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen, sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Freitag, 1. September 2016. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr
Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine scheiß Arbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinkram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Evie krank aus oder so. Oder krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Okay. Und nicht die Sache, ihr liebe Leid, nachdem wir jetzt hier rumgegurkt sind und erstmal ins Bergwerk rein sind, sehen wir uns bei der nächsten Episode wieder und ihr seht jetzt wieder, wie es beim nächsten Mal wird. Bis dahin, machen's gut, Eiern Yankee. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. E-Nekrotoxin zerstört Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie Biowaffe basieren, nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekten zu verwenden. Hotel and a roadie that